Hallo, sind ihr Steck? Wo bist du Deck? Ich kann eine Fuchtel lernen. Hallo und herzlich willkommen bei der Juni-Ausgabe von Infight. Und zwar sagt Leute mal. Wir holen eine Position, die ich mir stehen habe. Wir sind nämlich faul. Tun wir noch gute Qualität. Good Quality. Wir sehen immer, wie schön wir wirklich sind. Das ist von der gut, dass der mal rübergebracht wird. Das haben wir geklärt. Voilà. Was tun wir alles in der Vorschau dran? Wir haben ein Top 10 löscht. Und das Thema diskutieren wir noch. Wir haben ein Spiel, das ist The Last of Us. Und du sagst ja, ich verloren habe. Und natürlich ein Interview und dann ganz viel Dominative Light. Wie sind wir da? yes, viermal der Release. Yes. Ja, da fahren wir mal durch. Mit The Last of Us. Viel Spaß. The Last of Us ist ein exklusiver PS3-Titel von Naughty Dog, der Macher von Uncharted. Am Jahr 2013 hat ein Virus ausgebracht, den die Menschheit an zombie-ähnliche Geschöpfe verwandelt. Das führt dann zu einer Apokalypse, an der die Menschheit die Überleben kämpfen muss. Den Joel, der Protagonist als spielbarer Charakter, verliert an dem Jahr seinen Durchstar, während ihrer Hämisch der Virus zu einem gewaltigen Chaos führt. Zwanzig Jahre später ist er als Schwarzhändler tätig und probiert so sein Leben zu feiern. Fuck away from me! Let her go. Eines Tages kriegt er als Auftrag, das 14-jährige Ali für ein US-Militär an den Infizierten zu schützen und zur Widerstandsgruppe Fireflies zu bringen. Ab hier sind wir dann an der Hauptgeschichte. Es erlebt den Spiel aus der Third-Person-Perspektive. Der Spieler steuert den Joel und Dali oder andere Begleitpersonen die von der KI gesteuert. All die verschiedenen Situationen können anders bewältigt gehen. Entweder schleiche rundherum und probiert Leute los zu umgehen oder zu meucheln. Das kann in der Woche sein Rambo stehen und einfach Leute schießen, solange Munition einem das erlaubt. Es finde nämlich nicht immens viel Munition und muss ich gucken, Nummer 1 zu gehen. Es gibt auch noch viele andere Items wie zum Beispiel Tape, Klängen und Alkohol, die ihn zu neuen Items kombinieren kann, die einem das Leben dann ein bisschen mehr einfach machen. Is it? What are you doing? Killing time. Well, what am I supposed to do? I am sure you will figure that out. Voilà, soviel zum mehr epische Spiel von dieser Folge. Laura, ich fand dich einfach mal, wie es fand, weil ich schon gespielt habe, ich kein PS3. Also, ich schon selber gespielt, nicht selber, auch nur noch im Moment. Ich werde auch wahrscheinlich noch 3 Episoden noch am Gang sind. Ich streame das läuft und das ist einfach mega geil.
Am Moment wo ich lo, wo man das heute abholen so sind, ein bisschen 0815 Story, aber das soll ich schon noch besser entwickeln. Ich bin ziemlich gespannt. Aber Gameplay-mäßig, tipptopp, mega flüssig und das ist einfach geil, das Grafik geil. Das, also gefällt mir ziemlich gut, Grafik ziemlich schön und flüssige Gameplay, das gefällt mir. Just den Style kann ich nicht. Das ist Gewünscht. voilà, laufen wir direkt weiter, da kommen wir bei Toplish und zwar haben wir das gehört, das folgende Thema. Eis. Best Easter Eggs aus Videospielen. Eis. Genau, Eis. Also wir haben uns darauf basiert auf ein Top 100 und noch von Kollegen, wo wir ein bisschen Info kriegen. Und wir schicken, du am Link aus die sind die Top 100 Demos basiert. Yes. Nicht so viel oder noch viel, das muss man direkt klarstellen. Und das sind Eis Top 10, wo mehr du Krebs gewählt hast. Voilà. Film alles. Voilà, Eis Nummer 10 aus GTA 4. Yes, und zwar aus an der Statue of Happiness, also ein schlohend Herz, ein beating heart ne, Englisch. Und das ist schon zum Schreibersänger 8 oder eine Freiheitsstatue von dem Spiel. Einfach mal ein Herz drin ist. Das wird euch ziemlich gefallen und er konnte eine Ruhe daran zu setzen. Auf der Platz Nummer 9, da haben wir Silent Hill 2 mit Dark Ending. Ja, für war Dog Ending wird das auch so ein Easter Egg Ending. Das heißt, am Spiel von die so ein Dog Key und dann müssen wir bei einem bestimmten Platz gehen und dann von den do ein Hund, die für so Computern steht und so Headset unten und so mehr als fuck und da könnt ihr raus bei dem Ending do, dass den Hund hat allem stöcht. Die Quelle allen Übels. Ja, als ein Hund. Ich guck wie liefen das. Ja, wie ist das möglich? Voilà. Auf der 8 haben wir ein Konsolen-Easter Egg und zwar über das Gamecube. Genau, und zwar ganz am Anfang von den Gamecube ummisch, als wir die kleine Cube, den so drehen und Gamecube-Symbol mischt. Und zwar kann ich durch verschiedene Variationen von Knappischer, die ihn trägt, und man hat nur verschiedene Unzüge, kann ich noch ein bisschen Sachen auslesen. Ne? Das ist ein bisschen allgemein bekannt. Yes. Und haben wir dann ein Beispiel davon. Auf der Platz Nummer 7, da haben wir Deus Ex Human Revolution. Voilà, aber am Anfang spielt Deus Ex in einer entfernter Zukunft und dann sehen wir dann ein Poster von Final Fantasy Scheiß. 27. Was ist da dran? Von Final Fantasy 27. Yes. Also von einer coolen Ausspielung, weil halt Final Fantasy immer mehr gehen und so mega what the fuck so. Ne, 27 mit der dauert dann. Also da war eine lange Pause, bis dann das Spiel rauskommt. Wir können da schon drauf reden. Schatzen ob 50 oder so. Wir können das drauf reden. Voilà. Kommen wir zu der Nummer 6 und zwar haben wir das Secret Devils aus der Diablo-Reihe. Genau, und zwar haben wir da die zweite Summe gefasst und das ist Diablo 2, die Core-Level. Du kannst dann quasi Level freischalten, kurz gesagt. Und du sind da lauter Key, die auf zwei Potten, dann zwei Hufen trippeln, zu Lanzen, Schwerter und die umgebaut sind. Und ja, du kannst schon durchkämpfen. Und am 3 haben wir dann auch so ein Secret Level, du kannst mit dem Item kaufen und du auch freischalten, kurz gesagt, das will ich dir erklären. Wir so Level an so kleinen Glücksbärchen, Land, was weiß ich, mega hell, mega grell, mit Unicorns und so, und was so rocky sind, du slaughterst die alle gut. Und dann spricht sich auch Blut, das mehr witzig, und so Wolleken, so happy Wolleken. Also, ich schneide immer persönlich mehr witzig von, du? Mehr awesome. Voilà. Und weiter geht mit der Nummer 5 und zwar also Metal Gear Solid 3. Hast du mir hint? Hast du mir hint, voilà. Und du hast etwas ganz Spezielles. Genau, also du hast eine Kamera im Spiel und mit der Kamera kann ich das auch rundherum fotografieren. Und just mit der Kamera gesagt, gehst du rundherum auf verschiedene Plätze. Ja, das ist du Stunze. Gehst du, das sind nicht falsch gehst du so, was wie von Pac-Man oder so. Aber das sind Fotos von den Entwicklern, von den 43
Ich meine, an der EU-Version sind die 2 dran. Egal. Ja? Ja, schon. Was ich gestracht geht. Nee, von den Entwickler vom Spiel verstoppt. Und natürlich, die kann ich auf ganz viele verschiedene Plätze. Ich meine, hier ist die Videos hier rundherum. Da sieht dann ein paar von den Beispielen. Und das hat mehr persönlich mega gut getan. Das ist ja nicht so schlecht von den Demenz, aber Das ist einfach eine coole Idee, aber ja. ja. Das ist einfach eine coole Idee, ja. Ja, mega gut getan. Einfach Foto von den Entwicklern, das geht schon nicht zu klagen. Also, Daumen hoch. Ob der Nummer 4 bleiben wir einfach bei Metal Gear Solid. Aber, was, Eint oder den Twin Snakes, Ja, das das ist ein Remake für den Gamecube. Und zwar sind wir an einem Bossfall, und zwar geht den Psycho Mantis. Das war so ultra lusch, so, die kann die Gedanken lesen am Anfang, ne? Und da fängt mir immer so mal schwarze, so, zum Beispiel Gamecube-Version, als ich schon Metal Gear Solid gespielt. Sie so, du spielst also so gerne Smash Brothers, du hast so viele Stunden gespielt. Ja. Oh, du warst auch ein Fan von Star Fox. So warst du, oh mein Gott, how did he do that? Und dann so, Memory Stick, Memory Card, nicht Memory Stick. Ja, mehr rau. Und du fängst auch noch die Logik für Geld hin zu gewonnen, wirst du müssen den Mann nicht umstürchen. Ja, weil ihr könnt dich kontrollieren Das kontrollieren. quasi. Und du müssen aus dem Port 1 auf einen anderen Port, bzw. Port 2 bei PlayStation gehen. Ja, so eine Klammerin, als das eben den most epic Bossfights von der Idee hier, man wissen. Also das Ja. ist sicher meine Nummer 1 von Bossfights. Aber Eis, also Bossfights, okay. Bossfights Das von wird meine Nummer 1. das wird ein später Toplift. Wir sind bei unserer Top 3 gekommen. Und zwar sind wir bei der Nummer 3. Und also, ja, und zwar bei Pokémon Blau und Rot, so etwas Ultralusches, so ein Ultralusch Pokémon. Genau. Und zwar das Missigno. Das ist am Anfang ein Rest von Code, den am Spiel bleiben ist, wo die Leute entdeckt haben, weil es einfach... Cool. Ja, weil die Leute haben einfach komplett Dinge entdeckt, komplett Spiel durchgeforscht und da haben sie eben noch den Missigno gefunden. Und ja, ich war am Anfang zählt das so als Glitch. Aber Game Freak hat sich einfach mehr gehen und hat dem Missigno eben weitergehen. Das heißt, das ist quasi ein Pokémon, ne? Just das besteht aus Resten von Code, keine Ahnung. Und ja. Digga, das. Ja, da kann ich noch fangen und kann ich benutzen für Items zu duplizieren. Ich meine, Stimmt. du musst das früher die verschiedenen Vereine in Kontakt kommen. Ich meine, keine nicht Vereine. Also da das Ziemlich cool. ziemlich coolen Easter Egg. Ob also Nummer 2 Hummer Borderlands 2 mal Minecraft Easter Egg. Voilà. Und das ist von ganz einfach. Am Borderlands 2 gibt es ein verstopptes Gebiet. Und wenn dann wieder geht, gesehen wir so Pixel-Blick von Minecraft und so. Und dann geht ihn durch und dann alles von Pixel, so halt wie Minecraft. Und kommen Creeper noch durch zu und Zombie, wie ist ein Zombie? Minecraft. Ist nicht Zombie, okay. Ja, Das ist Zombie. ein Minecraft-Freak. Und da kommen Zombie auf dich zu. Also, das ist richtig cool, ich sag. Wirklich mega Ich cool. so, quasi kannst du so eine Crossover von zwei Spielern so. Ja. Und kann ich noch zu Minecraft Cup für seinen Charakter freischalten. Stimmt, Wo- ja. wo- Die Rüstung quasi. Vom Cup. Just den Kopf vom Spieler als Minecraft. Ist das Steve? Ich sehe mal so beleiert gehen. Okay, Das ist Steve, das Steve. Kommen wir zu der Nummer 1. Ich kann lang 1. Für was Firmen sieht? Ich weiß nicht. Okay. Ich habe gesagt. Okay, Das ist noch ein Motto. Nee, okay. okay. Nummer 1. Nummer 1, Hummer. Etwas richtig Cooles so. Aus dem Spiel. Super Smash Bros. Ball. Und zu der Ram am Snake sind die aus Metal Gear Solid. Yes, dummer sind die Sacks. Also was Metal Gear Solid ist immer geil. Easter Eggs. Und zwar, als angebaut gehen, von der Snake an einem Match aus, kann man durch Tastendruck vom Steuerkreuz, ob der Gamecube man einmal, hier sind so, geheim Codec Calls mit dem Otakon freischalten, beziehungsweise die kommen auf den Bildschirm. Und dann diskutiert der Snake an Otakon eben über den Gegner. Ich gibt von allen Charakteren gibt es da einen. Die bestimmt Gespräch. So. Ja, bestimmt Gespräch, wo ein bisschen über den Charakter diskutiert wird. Und ja, das ist als persönlich mal ein, wenn man sich Smash Bros. Fanboys sehen, ob man hier gut oder schlecht.
aber An Metal Gear Solid Fan. ja, das ist ja ziemlich. Das ist am Anfang so gehalten, wie am Spiel so kriegen, weil die Informationen, die noch vielleicht nicht was für einen Charakter oder auch mehr witzig gehen. Das ist gut, das ist mehr coolen Feature, fand ich. Genau. Und zwar Okay. sieht er dann That guy with the mustache. Ah, you mean the king of second bananas? Hey, that's Luigi. Show him a little respect. Look at that pale skin. He's been living in his brother's shadow for too long. That's a low blow, Colonel. Ah, face it, Snake. Once a kid brother, always a kid brother. Colonel, what's gotten into you? Lolly-loo-lay-lo, lolly-loo-lay-lo, lolly-loo-lay-lo. Colonel, snap out of it. Colonel! Colonel! It's interview time! Ja, das war es leider schon für diese Episode. Ja, schon geht immer viel zu schnell. Ja, du wennst. Müssen wir gucken. Gucken. Wir sind dann hoffentlich nächsten Monat dran. Da könnt ihr immer ein Video überall hin posten, oder weil es spammt alles voll und so. Ja. Üblich und tralala. Check Video gibt es an Louvre und gemacht Genau. etc. Als Stream-Channels, als Facebook-Seite vom Stream, das ist sicher Alles, ja. alles. Vielleicht noch raus auf Ach, schreibt in die Kommentare mal, wen wo dort verschoben Bilder. Letztes Mal hat kein Fund. Ja, das war richtig enttäuschend. Ja. Ja, Das, wir sind enttäuscht. das. Nee. Voilà, komm, der sieht dann da. Und das ist ein Video von da. Und dann schreiben wir in der Rechnung zu ihnen. Lass. Episode von Juni. Okay, schon mehr enttäuscht. Die Wasch wie. So. Sei. Du musst das spielen. Wegen Mustache? Ich will keine Mustache.